Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, einen Blitzschlag hätten wir noch. Können wir uns den Hanselmund so schnappen. Und probiere dann so zu verwischen. Jetzt bist du dran. Genau. Was anderes habe ich gar nicht erwartet von dir. Na komm. Nicht, dass ich zu viel getönt habe, aber gucken wir mal, ob man denn jetzt nicht noch im Nahkampf plätte können. Nachdem ich jetzt doch schon ordentlich Vorarbeit geleistet habe mit dem Blitzschlag. Ich habe 3 halten die Typen aus. Boah, Mann, aber du verdeelt der aus wie noch was. Okay. Ansonsten hätte ich noch was anderes zu bieten. Könnte man nämlich Blitzschlag und kleiner Feuersturm auf den Wirker. Komm schon. Das wird auf jeden Fall eng. Und das, obwohl der ziemlich gammelige Waffe hat. Darf man nicht nochmal einen Crit lang da. So, Konzentration. Scheiße. Okay, dann muss ich halt mit Zauber arbeiten. Dafür sind die Dinger dann wieder sehr praktisch, muss ich sagen. Okay, das hat dann funktioniert. Dann gucken wir doch mal, ob man nicht statt kleiner Feuersturm eventuell Feuerball oder so wirken. Aber dafür brauche ich erst nochmal, genau, noch so einen kleinen Auflader. Dann habe ich noch Blitzschlag und dann könnte man als nächstes, ist dann der Feuerball, großer Feuerball. Habe ich denn noch einen normalen gekauft? Vergessen, Feuerregen. Jetzt wird der Feuerball. Okay. Gut, dann probieren wir es nochmal so. Jetzt bist Und. du dran. Ups. Moment. So. Okay. Dann nochmal schnell Auflader. Feuerwurzel und dann schauen wir mal, ob das überhaupt passt. Ja, dass der mich erwischt und dann war es das mit mir. Ah, tatsächlich. Sehr cool, okay. Da habe ich jetzt aber einen Feuerball effektiv verschwendet dafür. Das machen wir nicht nochmal. Deswegen haben wir das nochmal von vorne. Apropos hier dieser echter Seemannskrog. Ah ne, der gibt offensichtlich keinen Bonus auf Lebensenergie. Na gut. So. Alle hopp. Jetzt bist du dran. So. Wir kommen nicht raus. Dann brauche ich wieder was, um meinen Mana-Vorrat aufzufüllen. Knusper. Und... Okay, der hat ihn nicht gekillt, aber jetzt killt er. Sehr schön, sehr schön. Kann ich noch auf Feuer Nessel und noch so ein bisschen Heilsalat essen. Sehr schön. Ja, die Zauber bringen durchaus was. Also man sollte es nicht meinen, ne? Man sollte nicht meinen, dass das nutzlos ist. Okay, die Bandite habe ich hier noch nicht geplündert in dem Spielstand. Da wird es aber höchste Eisenbahn. Den Typ habe ich aber schon geplündert, oder? Nichts zu plündern. Sehr gut. Okay, dann habe ich die nämlich auch noch platt gemacht. Bolzen. Und eine Armbrust und noch ein Bolzer. Sehr schön. Was hat der Typ bei sich? Grobes Kriegsbeil, Degen und hier noch ein bisschen Schampel. Alles klar. Ja, die halten schon viel aus, aber 900 haben die Kerle insgesamt schon an Erfahrung gebracht. Und das geht einfach so auf. Da ist ja nur Quatsch drin. Gut, 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 gut. Dann nochmal auf den Leuchtturm hochgehe. Eventuell findet sich Jodo auch noch irgendwas Spannendes. Aber hier muss man offensichtlich hier die Rampe hochgehen, auch wenn die irgendwie als Treppe dargestellt sind. Okay, hier haben wir aber nur das große Leuchtfeuer. Uninteressant. Gut, die Typen sind fertig. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ziemlich fertige Typen waren das. Und dann können wir noch einen Geschicklichkeitstrang zwirbeln. Und können Jack die gute Nachricht bringen. Ups, Moment, irgendwas war hier noch.
Da ist nichts zu holen. Ne? Okay, nur der Halunker. Alles klar. Hätten wir uns um die Typen auch gekümmert. Dann können wir Jack gerade Bescheid geben. Uah, nein! Punkt. Sparen wir uns erstmal die Kommentare zu. Ja. Sparen wir uns einfach die Kommentare zu. Okay. Blitz. Eins, Dran. 2. Wurzelknuspern. 1, 2. Das war. Jetzt bist du dran. Wusa. Nicht ausflipper. Okay. Hier. 1, 2, 3. Knusper. 1, 2. So. Ach ja. So, das Zeug nehmen wir jetzt wieder ab. Dann muss ich mich nochmal kräftig... Wobei, Vatras kann mich ja heilen. Und ich werde auch keine weitere mehr begegnen. Insofern passt es auch schon. Was bringt uns dann die Armbrust überhaupt? Die braucht 30 Stärke. Kann ich nehmen 45. Perfekt. Sehr schön. Das geht so auf. Da können wir. Dann machen wir doch noch was anderes dann. Bevor wir dort zigmal hier und her rennen, habe ich mir jetzt gerade so gedacht. Gehen wir doch jetzt erstmal zu dem Typ beim Kloster. Und dann können wir zu Vatras und zu Jack zurückkehren und können denen Bescheid geben. Und dann geht's zum Ring des Wassers wieder. So. Okay. Dafür haben wir jetzt auch eine gute Fernkampfwaffe, muss ich sagen. Die glücklicherweise auf Stärke basiert. Die Armbrüste basieren halt alle auf Stärke. Und die Bögen auf Geschicklichkeit. So, es könnte natürlich jetzt sein, dass hier ein paar Wesen wieder gespawnt haben. Zum Beispiel hier. Der Wolf. Hm? Okay. Macht dem wohl keinen Schaden. Komm her, du. So. Okay. Sehr schön. Dann können wir, wenn wir wieder zurück in die Stadt gehen, können wir gleich noch ein bisschen was ausgeben. So, die Viecher können wir jetzt mal sonst wo vorbei. Um die kümmere ich mich, wenn ich wieder zurück zur Stadt will. So. Die Biester kann ich dann fertig machen. Ich mag jetzt erstmal nur Richtung Kloster. Mag den Boteauftrag noch machen. Dann kann ich mich dann um die Viecher kümmern, wenn ich zurückgehe. So, hier wurstelt auch nichts mehr. Ah doch, eine Molerat und ein paar Blutfliege anscheinend. Okay, macht aber nichts, da ich derzeit ziemlich schnell unterwegs bin. So. Offensichtlich sind hier auch Wölfe. Heidewitzka, ist da nochmal viel Viehzeugs. Okay. Hier ist alles egal. Dann Kerl. Hey, Hey. Hier. Ich habe eine Botschaft von Vatras. Wie lautet diese Botschaft? Es ist ein Brief. Hier. Und ich habe sie nicht aufgemacht. Guter Bote. Du kannst Vatras ausrichten, dass ich die Nachricht erhalten habe. Als Belohnung für deine Dienste nimm diese Tränke. Sie werden dir sicher noch nützlich sein. Okay. 2 Tränke. Ich, Okay. ich bin diese zu mir und Bla bla bla. Entschuldigung, das muss ich jetzt einfach mal überspringen. Weil der Typ hier auch noch ein paar Sachen für uns hat. Blitz sollten wir auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Feuerball könnten wir auch nochmal uns besorgen. Feuerpfeil.
Okay. Gut. Möge. Da ist wieder eins von diesen Drecksvieh. Mistvieh weniger. So, puh. Na bitte, geht doch. Ja, ach, ein sehr reizender Feuermagier, der Typ. Bitte, geht doch. Okay, wir probieren es einfach mal so aus. So, jetzt du. Ich hab's leider ein bisschen eilig. So. Dann ziehen wir denne noch die Dinger ab. Dann kann ich da noch einen auf den Denne-Tränke nehmen, damit ich nicht allzu vergammelt bin. Und dann wieder zurück. Und um die Biester kümmere ich mich selbstverständlich, wenn ich zur Taverne zurückkehre. So. Weil zur Taverne führt mich mein Weg auf jeden Fall auch noch, um mich im Ring des Wassers anzuschließen. Ja, Mole-Rat, dich kann ich gerade nicht gebrauchen. Genauso wenig wie euch Blutfliege hier. Ihr wären noch früh genug abgemurkst, keine Angst. So. Ich will einfach nur schnell die ganze Bootegänge hinter mich bringen. Dann soll ich auch zuerst zum Jack gehen. Der Jack ist im Bordell, wenn mich nicht alles täuscht. Und dann können wir einmal in Geschicklichkeit skiller und wir können einmal in Stärke skiller. Das sind, glaube ich, so die beste Sache, die ich noch machen kann. Und in Nahkampf könnte ich selbstverständlich auch nochmal skiller. Geschicklichkeit und Nahkampf wäre vielleicht die Idee. Huch, irgendeiner hat sie. Huch. Ach, erzähl mir nicht sowas. Aber die gehen nicht auf mich los, oder? Nee. Er redet. Ah, okay. Du musst mal offensichtlich irgendeine Blutfliege oder was hinterherkommen sei. Naja, egal. So, dann kann ich in ich glaube, ich skiller in Einhandwaffe nochmal. Kann ich im Minetal gut gebrauchen. Weil unser Standardwaffe hämmert derzeit so. Mit einer Stärke von 30 kann ich natürlich hier die beste Sache haben. Das ist vollkommen klar. Aber wir haben derzeit unser Standarddinger. Und dann wäre es eher besser, wenn ich mehr Crits ausdehle. Wo ist der jetzt, der Jack hier? Verdammt mal. Na toll. Also das heißt, der ist jetzt auch nämlich hier im Bordell. Klasse. Der treibt sich dann auch irgendwo rum. Wo sitzt dann der jetzt, der Kerl? Das ist wirklich nicht Hier ist er nicht. Oder? Nee. Nur die übliche Verdächtige. Und hier ist eine Mich Laris. brauchst du das nicht. Ah, nee, ich glaube, der sitzt dann hier rum, ne? Jack, jawohl. Okay, hier. Die Banditen, die in deinem Leuchtturm hausten, sind weg. Ist das wirklich wahr? Endlich kann ich wieder meine Arbeit aufnehmen. Jo. Komm doch mit. Von meinem Turm aus hast du einen unvergleichlichen Ausblick aufs Meer. Das habe ich schon gesehen, ja. Aber... Ja, genau. Banditen in Jacks Leuchtturm habe ich weg. Ich mag jetzt Enns trotzdem nochmal ausprobieren. Bevor ich jetzt nochmal zu Vatras gehe. Und dem nochmal Bescheid gebe. Mag ich nämlich gerade hier nochmal was gucken. Zup, zup. Und gerade nochmal gucken, kann ich? Womit denn? Nee. Okay. Dann einmal. Und fort. Ich mag einfach nur gucken, ob ich das stinknormale Schwert jetzt schmieden kann und ob mir das was bringt. Gewöhnliche Waffen schmieden, Schwert. So, das bringt mir das Schwert 40 statt 50, braucht 30 Stärke und hat ein Handtalent-Bonus von plus 5. Okay. Also das kann ich zwar tragen, aber es macht weniger Schade. Dann nochmal so. Und hier. Edles Schwert. Braucht 50 Stärke. Okay. Soll jetzt mal nicht verschwendet sein. Ich lasse es mal so, wie es ist. Edles Schwert. Das kann ich mir immer noch später dann holen. So. Und so stellte er sich zwischen seine Brüder. Was ist gerade so krachte? Hier. Ich habe die Botschaft überbracht. Sei bedankt dafür. Dann wähle nun deinen Lohn.
Ein Erzbrocken, Ring der Gewandtheit und eine Pflanze Kronstöckel. Nämlich den. Weil das kann definitiv nicht schaden. Okay, ich denke, ich skill jetzt in Geschicklichkeit und ich skille in Einhandwaffen. Weil dann bin ich auch kein Anfänger mehr und kann gescheit Schade ausdehlen. Die Stärke kommt dann im Laufe der Zeit. So. Dann gehen wir jetzt nämlich dort hier. Und gehen zu unserem Einhandhansel. Von dem lernen wir jetzt nochmal. So, Captain Hey, Wulfgar. Hier. Lass. Bla bla bla. Einhand. Mhm. Oh, wir sind immer noch Anfänger. Na klasse. Aber wenigstens haben wir 25%ige Crit-Chance. Das ist schon mal ganz gut. Dann Hey, du. Ich will... Bla bla bla. Geschicklichkeit. So. Es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Okay. hey, du. Und? Na warte, du dreckiger Dieb. Ja, so gut bin ich dann auch nicht. Bei einer Geschicklichkeit von 32. Okay. Na gut, aber wenigstens habe ich jetzt eine 25%ige Crit-Chance. Das ist schon mal nicht verkehrt. Dann könnte man es nochmal beim Richter einfach ausprobieren. Weil das ist der letzte von der Blutkelche, den ich noch gebrauchen kann. Dann könnte man es außerdem noch durchprobieren. So. Dumm. Hey. Und, Kerl, wie sieht's aus? Jo, Turmschlüssel erhalten. Perfekt. Von dem konnten wir jetzt was klauen. Dann können wir nochmal schauen, wie es aussieht. Pablo, von dem habe ich ja schon geklaut. Dann könnte ich aber mal Vatras nochmal quatschen, dass er mich heilt. Und So, dann, das habe ich nämlich vergessen. Mehr kannst du mich heilen. dann. Bla 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 bla, vollständig geheilt. Immer nur da und weg war's. So läuft das. So, war das hier der Schlüssel? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, du, dafür war es mal nicht der Schlüssel. Und das Meer gab das Land frei, genau. Und dann war alles Ohne den toll. richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Natürlich nicht. Eventuell da vorne kann auch sein, dass es beim anderen Tor öffnet. Schauen wir einfach mal. Links, dann habe ich schon aufgekriegt. Und hier denn da? Jo. Sehr schön. Na dann, machen wir hier mal die Yankee 3. Gehen wir mal rein. Sieht das anders? Machen wir zu. Geht nämlich kein Schwein was. Aber was ich hier mache, grobes Langschwert haben wir hier. Und hier haben wir noch eine Truhe, die wir knacken können. Rechts, links, links, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts. Rechts, links, links, rechts, rechts, links. Und drin sind Gold und ein paar Tränke. Okay, was bringt uns das grobe Langschwert? Schauen wir gerade mal. Grobes Langschwert, 65, 65. Vergiss es. Vergiss es. Wird alles nix so. Okay. So. Jetzt interessiert es eh kein Mensch mehr. Na, das ist zu weit entfernt von Wege. Komm schon. Zack. Machen wir hier wieder zu. Und dann gucken wir, ob wir von dem Richterli eventuell was stibitzen können. Das ist erst zum ersten Mal, dass man was stibitzen kann. So sieht es nämlich aus. 17:47 Uhr. Das hat er vorher gewusst. Genau. Lothar Nett. Das ist, glaube ich, erst bei Geschicklichkeit 100 möglich mit es wäre unmöglich, ihm Sel und jenes zu klauen. Er hat auf die falschen Leute gehört. Zum Beispiel auf dich, du Elmarkop. Wo ist er dann? Cornelius. Larius. Ja, der Statthalter hat offensichtlich sehr viel zu arbeiten, wenn man denn so zuguckt. Der Richter scheint auch noch in seinem Haus zu sein. Habe ich jetzt Elmo gedacht, ja, wahrscheinlich ist er jetzt um die Uhrzeit schon da, aber nö. Wäre ich denn mal lieber zu seinem Haus direkt gelaufen. Na gut. Das habe ich früher auch immer gesagt, genau. Alles in Ordnung sonst. Das läuft. Natürlich ist das lange bekannt.
Okay. Dann, Herr Richter. Schauen wir doch mal. Puh, zum gefühlte 500 Stamol probieren wir es jetzt mal, dir dann scheiß Schlüssel zu klauen. Und? Bitte? Ja, Truhenschlüssel erhalten. 90 Erfahrungspunkte. Geiler Scheiß. Da können wir sogar tatsächlich noch die Blutkelch-Quests beenden. Sau gut. Sau gut, sau gut. Und? Bitte lasst mich jetzt einfach so dran. Ohne dass was passiert. Ein bisschen Geld, ein bisschen Tränke und ein Blutkelch. Sehr schön. Also, Hafenbecken Ahoi. Jetzt haben wir nämlich alles. Beziehungsweise, ich muss ja nicht durchs Hafenbecken schwimmen. Ich kann ja direkt runtergehen. Wäre natürlich jetzt geil, wenn ich direkt jetzt die Quest beendet habe. Dann kann ich nämlich möglicherweise sogar noch die Diebesgilde fertig machen. Ja, ihr seht so, ich wollte eigentlich mich der Hauptquest zuwenden. Und dann sieht man so, ah ja, jetzt könnte ich mich theoretisch noch auf die andere kleine Aufgabe stürzen. Und dann verliert sich das wieder in Sidequests. Es ist leider einfach so. Aber ich will halt vom Minetal doch irgendwie noch so einen halbwegs sauberer Abschluss haben. Das muss einfach sein. So, Lootbürger kann sich wieder freuen, wenn ich an Vatras vorbeigehe und der wieder sein dummes Zeug babbelt, der Vatras. Anscheinend muss das Lootbürger sehr ins Hirn geschlagen haben hier, das Ganze. Muss sehr einprägsam gewesen sein und sich im Hirn eingebrannt haben, so rum. Mit der ganzen Rede. Die Vatras durchschwingt. So, jetzt gehen wir nochmal runter. Zu der Diebesgilde. Guck mal, was die Hansel und so Sachen. Moment. Die gehört doch auch dazu. Warte mal, kann ich hier ein Diebeszeichen geben? Gute Hanna? Nee. Okay. Na dann. Gehen wir doch einfach mal runter. Und gucken, was die Cassia so sagt, wenn wir ihr die Blutkelche bringen. So, Cassie Baby, ich hab was für dich. Wie ich sehe, bist du zu einem Kämpfer für Recht und Ordnung geworden. Es spielt keine Rolle, dass du im Dienst Denos stehst. Du bist einer von uns. Und ich hoffe, du siehst das genauso. Noch. Dann speichern. Und. Hey, Hier. wegen der Blutkelche. Ich habe alle 6 Kelche zusammen. Gute Arbeit. Ich habe inzwischen einen Käufer ausfindig gemacht. Deine Belohnung kannst du haben. Danke, dass du diese Sache für mich gemacht hast. Mehr habe ich für dich nicht mehr zu tun. Aber du kannst jederzeit von mir lernen. Und es gibt genug auf der Insel, das du dir aneignen kannst. Ja. Hier. Ich will meine Belohnung abholen. Was willst du haben? Was gibt's dann? Ring der Lebenskraft für Elixiere der Heilung 400 Goldstücke. Nehme ich das. Gib mir den Ring. Jo. Moment. Gerade mal einfach gucke, was das Ding kann. Ring der Lebenskraft 20. Ja, das ist derselbe Schampel, den ich jetzt schon trage. Okay. Dann machen wir das noch einmal. Und quaken noch eine Runde mit ihr. Hey, du. Bla bla bla. Hier. Gut, Bliblablub deine und tralala. Was Hier nehme ich 400 Gib mir Goldstücke. das. Das ist immer gut. So, mit der habe ich jetzt alles besprochen. Hey, Mit dem kann ich nichts mehr besprechen und mit dem anderen Hansel sollte ich noch sprechen. Ich glaube, die hat nämlich den Schlüssel parat für die, wo es dann richtig abgeht. Mit der Truhe. So, Ramirez. So. Sieh an, du beherrschst das Zeichen. Ich bin beeindruckt. Ja, man hört's auch. hast du einen Job für mich? Ein Sextant. Ah, okay. Es gibt da schon eine Sache, die ich gerne haben würde, aber bisher habe ich es noch nicht gefunden. Was kann ich dir besorgen? Einen Sextanten. Bring mir einen Sextanten. Dafür zahle ich dir einen guten Preis. Wo lohnt es sich einzusteigen? Im oberen Viertel natürlich. Aber wenn du da oben irgendwo einsteigen willst, warte bis es Nacht ist. Dann schlafen alle. Bis auf die Stadtwachen. Die patrouillieren nachts. Einen von ihnen kenne ich. Wambo. Er ist der Einzige, der Interesse an Gold hat. Er ist teuer, aber wenn du ihn einmal bezahlt hast, brauchst du dir um ihn keine Gedanken mehr zu machen. Ich wusste, dass der Typ wichtig ist, noch in irgendeiner Art und Weise. Okay, Sextant, dann finde ich irgendwann im Laufe der Zeit. Da muss ich jetzt halt explizit genug suchen. Ich glaube, den findet man im Minetal irgendwo.
Hier? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich weiß nicht mehr, wie das dann war. Muss ich den Chip zusammenknüppeln und dann finde ich das? Ich weiß es nicht mehr. Ich probiere es jetzt einfach mal. Jetzt, wo der sowieso schon dahinter steht, kann ich den Chip auch einfach mal so niederknüppeln. Und dann den Zauber vergessen auf den Wirker. So. Probieren wir es einfach mal. Dumme Idee aber anscheinend. Weil die offensichtlich irgendjemand anderes umgebracht hatte. Und Leg dich nie wieder mit mir an. ja, okay, das sollte man mal lieber sein lassen. Ich weiß es nicht mehr, wie das war. Auf jeden Fall musste ich mit dem quatschen, dass ich den Schlüssel für diese unmögliche Truhe krieg. Vielleicht ist es auch erst später im Laufe des Spiels. So what? Wir haben jetzt auf jeden Fall noch eine kleine Quest kriegt von ihm. Die Blutkelche haben wir dort dafür erledigt. Das ist schon mal sehr praktisch. So, dann hier wieder. Und dann hier wieder zu. Gelernt haben wir, was wir wollten und brauchen. Dann geht's jetzt wieder zurück. Moment, gerade mal gucken. Sextant, Beweise. Was waren Beweise? Lord Hagen will. Ah ja, okay. Lucia, Ring des Wassers, Wassermagier, Mann mit Augenklappe. Ist alles jetzt mittlerweile nur noch optionaler Käse. Jetzt muss ich weitergehen. Die tolle Milizrüstung kriege ich leider auch noch nicht. Dode für diese tolle Milizrüstung muss... Ich glaube, das kriege ich erst im Minetal. Ich glaube, do verkaufen sie mal Annie. Stimmt, so war das. Genau. Im Minetal verkaufen sie mal die bessere. Jetzt gucken wir nochmal, wo die Biesters sind. Damit ich hier auch bloß... Huch. Wo? Blutfliege, aber wo? Okay, da kommen sie. Okay. Dann machen wir das doch so. Kommt her. Zack. 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 Fetch. Als drauf auf die Rivenas. Und das Zeichen noch abflattern. Es wurmt mich jetzt ein bisschen, dass die Stadtwache da interveniert haben und mir wertvolle Erfahrungspunkte wegschnappt haben. Aber kann man nichts machen. Kann man leider nichts machen. Okay, hier haben wir noch. Hier war, glaube ich, nichts. Na egal. So, tote Harpier finden wir dann die rechtlichen Mitglieder vom Ring des Wassers. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Und nach Minetal kümmere ich mich dann auch um die Sache, dass wir ins Add-on-Gebiet reinkommen. Weil dann haben wir einigermaßen Rüstung, dann dürften wir einigermaßen stark sein. Dann dürfte das eigentlich etwas besser von der Hand gehen. Die Sache, die wir mit Laris dann durchmachen müssen. So. Oh, das war natürlich praktisch. Jo, das können wir dann schon mal plündern. Hey. So. Oh, sehr schön. Ja, diese 25%ige Crit-Chance scheint sich hier wirklich bemerkbar zu machen, würde ich sagen. Es lohnt sich wirklich. Ab 30% oder so dürften wir dann schon kein Anfänger mehr sein, der dann so murksig mit seiner Waffe umgeht. Hey. Oh, gekrittet. Sehr schön. Ja, es hat sich definitiv gelohnt. Statistisch müsste so jeder 4. Schlag dann mal ein Crit sein. Manchmal hat man halt auch Glück und die 25% sind gleich der erste Schlag. So. Ein würdiger Nachfolger als edles Schwert. Haben wir ja auch direkt parat. Wenn wir dann so weit sind, dass wir auf Stärke 50 sind. So, noch ein bisschen Salat. Und dann ziehe ich mal meinen Ring hier Flammenschutz weg. Und dafür, denn du trägst jetzt das Erkennungszeichen des Rings des Wassers. So, Kerl. Von mir erfährt keiner was. Orlan. Wer bist du? Ich bin Orlan, der Wirt dieser bescheidenen Schenke. Meinst du mir gehört? Was suchst du, Fremder? Und ich habe die Vielleicht Stimme ein von ordentliches Vatras. Schwert oder einen guten Harnisch? Einen guten Schluck aus den ländlichen Brennereien oder nur eine Information? Das kann ich dir alles geben und noch mehr, Okay. wenn deine Münze rollt. Das war doch schon vorher klar. Hier, genau. Bilde ich mir das nur ein oder starrst du meinen Ring an?
Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. So. Mann, ich gehöre zum Ring des Wassers. Das war doch So. Da haben sie sich aber einen ganz schönen Idioten ausgesucht. Was willst du? So. Ich hörte von einem Treffen des Rings in deiner Taverne. Das ist richtig. Das müsste eigentlich schon soweit sein. Ich frage mich, wo die Jungs bleiben. So. Das Treffen ist heute? Soweit ich mich erinnern kann, ja. Hoffentlich wird es nicht wieder so spät. Okay, da hat sich schon gerade mal umgezogen. Und Idiot war wahrscheinlich, weil ich ihm direkt rausposaunt habe, hey, ich gehöre zum Geheimtreffer. Und nicht, ja, heute mal Aquamarin schä, ne? Ah, da kommen sie jetzt alle arg gegammelt. Orlan ist dabei, Lares ist dabei. Kord ist dabei von der Söldner. Garn ist dabei, der ist neu sozusagen. Martin, der Proviantenmeister von der Paladine war das, glaube ich. Ja, Lares, logisch. Das war doch schon vorher klar. Hoppala. So, jetzt speichern wir hier nochmal. Machen wir hier mal die Yankee 3. Joink. So, gut, dann kann ich einfach so klauen, ohne dass es jemand juckt. Orlan, der Tavernewirt. Kord. Das wird sich nie ändern. Ja, kann ich jetzt A sprechen? Kann ich jetzt A sprechen? Dann A nicht. So, mein Doch. junger Freund. Wir sind hier zusammengekommen, um deine Aufnahme in den Ring des Wassers zu feiern. Und ich habe die Die Rüstung. Jungs, die du hier sehen kannst, werden ab heute ein Auge auf dich haben. Sehr schön. Es sind natürlich nicht alle, die dem Ring des Wassers angehören, also sei vorsichtig. Ob du Mist baust oder ob du unserer Gemeinschaft einen Dienst erweist, wir werden es wissen. Gut. Ich überreiche dir nun die Rüstung unserer Gemeinschaft. Sehr schön. Trage sie mit Stolz. Aber lass dich nicht dabei erwischen, dass du sie in der Stadt oder in anderen bewohnten Gebieten trägst. Okay. Bedenke, dass wir nicht entlarvt werden wollen. Darum darf niemand erfahren, wer zum Ring des Wassers gehört. Okay. Niemand spricht über den Ring des Wassers. Das ist unsere oberste Regel. Also, halte dich daran. Noch Fragen? Ja. Wie sieht's mit Waffen aus? Die Waffe des Rings ist der Kampfstab, aber jeder kämpft mit der Waffe, die ihm am besten liegt. Hier Gut. hast du einen von unseren Stäben. Ich konnte nie viel damit anfangen, aber vielleicht kannst du damit umgehen. Nee, nicht wirklich. Kampfstab des Rings des Wassers erhalten. Hier? Mit welcher Hilfe kann ich bei euch rechnen? Ich kann dir zeigen, wie man geschickter wird. Wenn du Hilfe im Umgang mit Nahkampfwaffen benötigst, wende dich an Kord. Er ist ein Meister der Klinge. Garn zeigt dir sicher gerne, wie man Tiere richtig ausnimmt. Gut. Von Martin kannst du viel über die Paladine erfahren. Kavalorn lehrt dich das Schleichen, Einhandkampf und das Schießen mit dem Bogen. Bei Orlan wirst du immer ein warmes Zimmer und ein Bett finden. Sehr gut. Und was mit Magie zu tun hat, wirst du sicher bei Vatras erfahren können. Okay. Alle hopp. Ich muss weiter. In Ordnung. Geh nun umgehend zu Vatras und lasst Brüder des Rings. Die Überfälle der Banditen haben immer noch nicht aufgehört. So. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Bedrohung eingedämmt wird. Adanos erhalte das Gleichgewicht Jetzt habe ich ein dieser bisschen Welt. zu sehr weitergespult, was wahrscheinlich recht wichtig war. Früher auch immer gesagt. Der Ring des Wassers wahrscheinlich hier, ne? Bei dem Geheimtreffen in Orlans Taverne wurde mir meine Rüstung verliehen. Ich soll nun zu Vatras gehen und mit meinen ersten Auftrag als Mitglied des Rings geben. Mir meinen ersten Auftrag als Mitglied des Rings Ein geben neues lassen. Gesicht in unserer Runde. Willkommen im Ring des Wassers. Martin? Du bist also der Neue, hm? Willkommen in unserer Mitte. Gut. Bruder des Rings. Und Kord. Willkommen im Ring des Wassers, Bruder. Okay, dann mag ich jetzt nur noch mal selber ganz kurz gucken, wie stark das Ding da ist. Schutz vor Waffen und Pfeilen 50, Schutz vor Magie 10. Ja, also schon wesentlich stärker als hier das Gedöns. Okay. Vatras und Ring des Wassers Pipapo hat zu warten. Ich werde jetzt, nachdem ich hier den Scavenger, der respawned ist, ich werde jetzt eine Runde Penne gehen. Ich mag nicht nachts im Minetal aufschlagen. Deswegen Hey, du. Orlan. Ich bin ganz da. Hier. Was kostet... Für einen Bruder des Rings? Gar nichts. Hier hast du den Schlüssel für... Okay, perfekt. Er hat auf die falschen Leute. So, das habe ich jetzt auch mal weggemacht, weil ich will jetzt in der Episode eigentlich nur noch pennen und
dann mein Cut-Setzer. Dann gehen wir nämlich zum Minental. Deine Entscheidung. So. Einen Trank gibt es auch noch. Kann ich ihm auch nicht mehr. Deren Truhe gibt es auch noch ein bisschen kruscht. Nehmen wir doch sofort mit. Und Das habe ich noch gar nicht gewusst. rechts, 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 links. Rechts, rechts, links, rechts, links. Wenn er das nicht Noch ein sieht, bisschen kann Kram. ich ihm auch nicht mehr helfen. Und was bringt denn der Kampfstab eigentlich? Gerade mal gucken. Kampfstab des Rings des Wassers. 60 Schaden für 30 Stärke. Hui. Tja, das ist natürlich gut. Das ist natürlich echt nicht verkehrt. Aber es ist halt eine Zweihandwaffe. Und mit der bin ich noch nicht geschult. Insofern wieder etwas unnötig. Okay, bis zum nächsten Morgen wird gepennt. Heute haben wir 80 definitiv verdient. Hier wartet noch ein Stängel Sumpfkraut und ein Aquamarin auf uns. Und dann schauen wir nochmal hier rein. Sieht dann da aus. Nicht sieht, kann Okay, da kann ich auch einfach mal einbrechen. Erzähl mir nichts, ich kenne sowas. Ich erzähle da, was ich will. Laborwasserflasche gibt es auch noch. Links, links, links. Einfach nur für ein Goldstück. Dafür habe ich jetzt einen Dietrich geopfert. Na, großartig. Und hier ist auch noch was frei. Aber da ist kein Zimmer. Da gibt es nur ein Wolfsfell. Okay. Ah, noch ein bisschen Wasser können wir uns auf jeden Fall auch noch mitnehmen. Und dahin, glaube ich, noch ein Schafsfell, oder? Ne, ein Wolfsfell. So. mir geht es besser. Okay. Dann haben wir hier die Tür wieder zu. Selber hier. Ach. Da kannst du Na, von mega weit entfernt. So. Dann. Platsch. Und los geht's Richtung Minental. Der Scavenger-Kadaver liegt immer noch hier. Und der Weg zum Minental. Denn... Oh, ich höre noch irgendwo was gackern. Hier muss noch Scavenger. Ah, da. Da ist noch einer. So, und den kümmere ich mich jetzt noch. So. Sehr schnell wird das gemacht. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig, wo es dann hier direkt zur Gefängniskolonie geht. Also, machen's gut und bis morgen dann wieder. Ayan Yankee.